Das Tipi vom Häuptling ist das Grösste im Dorf. Alle Männer sitzen auf Büffelfell um ein Feuer, das in der Mitte des Zeltes knistert. Der Medizinmann schaut lang auf die Schildkrötli Isi, die bei Michi im Arm liegt. Er lächelt. Der Häuptling steht auf. Er trägt einen prächtigen Federschmuck, der ihm bis zu den Hüften kommt. Er heisst Donner im Berg und an seiner rechten Seite hockt der singende Habicht, wo hoch fliegt. Ein grosser Krieger. Den Namen habe ich mir gemerkt. Heute haben wir einen mächtigen Kämpfer unter uns, der Captain Sharky, oder wie ich ihm sage, schlaue Hai. Und er hat seine besten und tapfersten Freunde mitgebracht. Seid willkommen, ihr mutigen Krieger von dem Meer. Es ist mir eine grosse Ehre, euch nach so vielen Jahren wiederzusehen. Aber was ist los? Es ist so ruhig da im Dorf. Früher ist da mehr gelacht worden. Alle sind viel fröhlicher gewesen. Die ewige Dürre macht uns zu arbeiten. Wir haben kaum noch etwas zum Trinken. Gerade vorhin hat unser Medizinmann, der aufsteigende Rauch, der grosse Regentanz gemacht, sodass gleich wieder Wasser vom Himmel geht. Aber wieso schöpft ihr euer Trinkwasser nicht einfach aus dem Fluss? Wir sind nicht mehr allein hier. Weisse Männer sind hier, Cowboys, die Gold suchen. Sie haben unseren Fluss vergiftet und darum leben auch keine Fische mehr drin. Und die wilden Schafe, die im Fluss getrunken haben, sind krank oder weitergezogen. Auch Küngeli finden wir fast keine mehr und Büffel sehen wir gar keine mehr. Wir haben nichts zu trinken und nichts mehr zu essen. Aber wieso machen die weißen Männer so etwas? Oberhalb von unserem Dorf holen die weißen Männer Gold aus dem Fluss. Und für das schütten sie etwas Schreckliches ins Wasser, das am Fluss das Gold raubt. Und das verdorbene Wasser bringt der Fluss näher zu uns. Ich habe den Männern, die sie geschlafen haben, eine Flasche von dem furchtbaren Zeugs gestohlen. Zeig mal. Quecksilber. Das ist wirklich furchtbar giftig. Wir teilen das Land gern. Mit Pflanzen, mit Tieren und mit Menschen. Aber wenn das Land etwas nicht hergeben möchte, so wie das Gold, dann darf man es nicht zwingen. Das bringt Unheil. Aber das wissen die weißen Männer nicht. Wir haben es ihnen probiert zu sagen, aber sie wollen es nicht verstehen. Loset, die grosse Büffelmutter beschützt uns schon. Morgen ist ein guter Tag zum Kämpfen. Morgen vertreiben wir die weißen Männer vom Fluss. Das könnt ihr doch nicht machen. Die Cowboys haben sicher Pistolen und Gewehr. Den Kampf verlieren wir. Unser Entschluss steht fest. Hau, ich habe gesprochen. Der Sharky und seine Freunde verlassen das Tipi vom Häuptling. Sie gehen mit dem Anoki zu einem anderen Zelt, wo sie schlafen können. Das Tipi ist sehr gemütlich eingerichtet. In der Mitte brennt ein Feuer. Und der Rauch zieht durch eine kleine Öffnung zuoberst am Zelt raus. Der Boden ist ausgelegt mit bequemen Grasmatten und Büffelfell. Wir müssen den Kampf unbedingt verhindern. Der Michi hat recht. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Die weißen Männer bedrohen unser Leben. Wenn nicht etwas passiert, dann verhungern und verdursten wir. Ich könnte gegen die Cowboys und ihre Waffen nicht gewinnen. Es gibt doch sicher eine andere Lösung. Wenn es nur endlich würde regnen. Komisch, wenn man immer genug Regen hat, manchmal sogar mehr als einem lieb ist, dann weiss man den Regen gar nicht richtig zu schätzen. Das ist wahr. Mich nervt der Regen sogar recht häufig.